Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Ja, du hast mich jetzt wieder rausgeworfen und die Batterie ist glücklicherweise auch ganz wieder aufgeladen. Ah, na, Würg. So, jetzt höre ich mal, ob irgendwelche Gestalten in der Nähe sind. Und mein Ziel ist derzeit die Kapelle, ne? Achso, finde einen Weg zum Dorf. Okay. Ich habe zuerst gedacht, die Kapelle. Aber na gut. Wie viel haben wir da noch an Batterie? 4 Stück haben wir in Reserve. Verband brauchen wir derzeit keiner. Und mir Hens irgendwas mit 10:30 oder so um den Dreh. Das finde ich sehr cool mit der Zeit, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Okay. Da ist nix. Ich behalte es auch immer mal wieder im Arch mit der Zeit. Da ist wieder... Ist das wieder irgendein armes Schwein? Ja, ich glaube schon. Aber der ist doch schon ein bisschen länger dran. Falls sie die schmausen, haben sie noch ein bisschen Dörrfleisch auf dem Weg. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Lied von Eis und Feuer, an Game of Thrones, wo die Sklaven auf dem Weg noch Meren gepflockt sind und dann so in die Richtung Meren weisen. Hat nicht gerade so gutes Omen hier, würde ich sagen. Aber, muss ja weiter für den arme Ethan. Ich muss ja seinen Tod rächen. Verdammte Martha. Das wärst noch bezahlen, dass du meinen besten Freund gekillt hast. Okay, da haben wir hier die Maria-Statue, die aus der Aare weint. Blut natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knot, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert, gnädiger Jesus. Erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf des Teufels Stunde in der Gemeinde Templegate, auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Okay. Aber fehlendes Auge hat ja nur hier der Sullivan Knot oder North oder wie auch immer. Geht, also da verstecke ich mich garantiert nicht in der Blutbrühe hier. Uah. Die Waschzup vom Knorzebappe. Nee, danke. Geht. Hier, da sehe ich gar nichts mal wieder durch den Nebel. Das ist doch prädestiniert, dass jetzt irgendein Jumpscare auf mich zugejagt kommt. Derzeit noch nicht. Warten wir es mal ab, was jetzt hier kommt. Die haben ja auch hier Lautsprecher überall. Deswegen geht mir es an den Wunder, wenn ich bald wieder der Knorzebappe hergeht. Aber hier sieht es wieder so aus, als wäre ich auf einer Art Weg. Hier ist zumindest wieder erleuchtet. Wow. Okay, wieder Tröte. Und wir sind auch... Ups. Was zur Hölle? Ja, genau, was zur Hölle war denn das? Habt ihr das gesehen? Da sind gerade eben die Fackel tot vom Himmel gefallen. Das hat die Tröte gegeben. Und das Licht. Und dann sind die Fächel tot vom Himmel gefallen. Was sagt er dann dort dazu, zu der Aufnahme? So. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Naja. Wenn das so ist, dann liebt uns Gott wohl nicht gerade so sehr. Wenn die Fäckel sterben. Na, herzlichen Glückwunsch. Was ja, welche waren es dann? Waren es Schwalbe oder? Na, kleiner. Eventuell Schwalbe, aber Spatze sind das nicht. Ich kann es gar nicht sagen. So sehr kenne ich mich mit so kleinen Vögeln auch gar nicht aus, muss ich sagen. Eher mit einer Greifvögel. Aber das sind kleine Vögel, die hier gestorben sind. Wegen dem Licht und wegen der Tröte. Anders kann ich es gar nicht nennen als Tröte. Okay, ich glaube, und da müssen wir weiter. Aber ich mag trotzdem noch gucken, ob es hier irgendwas für uns gibt. Und wenn es nur Batterie ist. Mhm. Bitte steh nicht auf. Ich sag das. Okay, der hat auch nichts dabei für uns, was interessant wäre. Na gut. Ich lasse den jetzt mal sein. Und hoffe, der jagt uns nicht. Dann wäre aber echt Zapper. Igitt. Pfui Teufel, Dörfler. Dieses Pfui Teufel, bla bla. Übrigens, was ist... Okay, da sind wieder ein paar tote Fächel. Die leiten uns jetzt wohl den Weg. Was ich ja immer wieder sage, dieses Pfui Teufel und dann irgendwas dazu. Das ist natürlich auch aus The Simpsons, wo der Bart dann so ein Flashback hat, so eine Flashback-Episode, wo er noch kleiner war in der Schule und dann halt wirklich so Ferz macht und dann tanzt er da rum vorm Skinner und meint dann, Po Mann,
Na, 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 Po, Mann. Und das geht dann nur dazu. Pfui Teufel, Po, Mann. Das fand ich doch sehr witzig. Ich finde immer so Kleinigkeiten irgendwie bei The Simpsons auch so witzig, was viele Leute nicht so amüsant finden. Mit X können wir klettern, das haben wir schon rausgefunden. Ich glaube, über den Vorsprung müsste er sich quetschen können, oder? Ja, das kann er. Okay. Kann er... Ah ja, er kann bis dahin hier, denke ich. Wenn nichts abbricht. Ja, wunderbar. Die Vegetation sieht ja eigentlich schon sehr cool aus. Arizona soll es ja sein. Sieht man ja immer mal wieder an den Kakteen und so, dass man hier in einem eher mediterrane... jetzt wäre ich doch beinahe rumgesprungen, oh Gott. Vor lauter Umdreher, weil ich gedacht habe, L1 wäre Renner. Aber ist ja L3. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, wenn ich 3 Spiele parallel spiele. Final Fantasy, dann Outlast natürlich und dann auch noch Uncharted. Und dazu habe ich hier vorher noch Layers of Fear, die Steuerung im Kopf. Und von The Walking Dead A New Frontier muss man mal auch ein bisschen noch sehr. Halt dich fest und geh hoch, du Typ. Okay, jetzt scheinen wir wohl immer noch die tote Fächel. Gibt es hier irgendeinen Weg, wo wir uns durchquetschen können oder so? Irgendeine Spalte oder sowas, ja. Das sieht aus, als wäre das hier der Weg. Ich höre aber auch niemand, der in der Nähe wäre. Dann muss es wohl do lang gehen jetzt. Oh, natürlich. So duscht da wie noch was hier. Und er rutscht natürlich. Das heißt, der Weg bleibt uns versperrt. Da geht's jetzt nämlich durch. Na Mist. Oh Jesus. Da können wir nur durchkriechen. Und da müssen wir wieder runter. Manometer, ich bin auf alles gefasst. Und doch irgendwie... doch nicht auf alles gefasst. Da ist wieder ein... so Mumie. Ach, Würg. Ich muss aber irgendwie sagen... ich finde es etwas schade, dass der nicht alles ganz filmt, so wie jetzt hier, sondern nur so besondere Ereignisse filmt. Weil ich finde, bei Outlast 1 hat man dann zum Schluss einen richtig eindrucksvollen Film von allem. Und der macht hier nur so Einzelaufnahme, die er dann als Notizen sozusagen verwendet. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Wer? Noch einmal? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Okay. Was war das? Höhlentempel? Oder? There's gotta be a way back to the village. Ja, ja. Du ist ja auch so schön im Dorf. Höhlentempel. Okay, tote Vögel. Templegate Anima Christi. Also Seele Christi. Vals Tagebuch. Ach ja, das war von Val. Okay. Interessant. Warum auch immer der das jetzt gefunden hat, weil die Info ist aus dem Text hier nicht rauszulesen. Das mich erstmal interessiere. Ah, na. 4 Mumien da in der Baumreihe gekettet. Na, wunderbar. Es wird doch bestimmt irgendwas Hässliches passieren, wenn wir jetzt so reingehen. Eine Kirche. No. Some kind of heretic temple. Ketzertempel, okay. Ja, das Ding, das hat ja auch hier diese Gestalt, die ist aus geflochtenem Stroh anscheinend. Mit Holzflüchel und mit einer Holz- oder Geweihkrone. Könnte der gefallene Luzifer sein, denke ich jetzt mal, wenn das Satanisten sind oder Ketzer sind. Dann könnte das eine Art Satanstempel sein oder Teufelstempel oder was in der Art. Oh Mann, oh Mann. Nett sieht's hier aus, ja. Dazu noch so ein schönes Tieropfer. Das kommt immer gut an. Spinneäugige Lämmer opfer ich auch immer sehr gern. Bitte steh nicht auf, du Dörfler. Du freundlicher. Ich geh mal weg von dir. Könnte sein, dass er den Kerl da auch geopfert hätten. Ich bin mal sicher jetzt irgendwie, wenn ich jetzt so entlang springe, dass der Typ uns irgendwie greift oder so. Deswegen, ich bring's schnell hinter mich. Okay, glücklicherweise nichts passiert. Ich bin nur, glaube ich, ein bisschen übervorsichtig. Okay, zumindest macht er nicht immer Find another way. Oder irgendwas. Das finde ich nämlich echt immer ätzend, wenn er das jedes Mal wiederholt, was A steht.
Oh oh, über die Kante schauen. Ich glaube, da ist was, oder? Habe ich da irgendwas gehört? War da irgendwas? Ich glaube, da war irgendein Geräusch, oder? Wie gesagt, ich bin etwas übervorsichtig hier. Möglicherweise auch etwas übernervös. Aber ich glaube, da ist was. Da waren irgendwo die Aktivitäten, glaube ich, höher. Schleicht er, oder? Ich glaube, wir sollten ein bisschen leiser sein hier. Mikrofon verwende ich trotzdem. Man weiß ja nie, was kommen könnte. Okay, da ist mal nix. Nur nach wie vor nett dekoriert. Ich glaube, ich kann jetzt auch ein bisschen eher noch normal laufen hier. Aber die Mikrofonfunktion finde ich doch sehr, sehr cool. Auch wenn ich sie bisher immer nur am Hundsmiserabel genutzt habe und mir das mehr oder weniger nichts gebracht habt, außer dass ich gewusst habe, okay, Jumpscare oder Dörfler könnte jetzt Ahoi hier sein. Aber mehr auch nicht. Ich finde auch gut, dass immer mal wieder so Tutorials eingeblendet werden. Finde ich persönlich sehr nützlich, weil manchmal vergisst man auch so Sachen wie das Mikrofon oder so. Moment, Moment. Da ist jemand. Okay, hier ist irgendwo eine Frau. Nur frucht sich Welli Frau. Ob das Andy von der Ketzer ist? Ob das Val von der, die Anführerin von der Ketzer ist? Oh. Oder ob das ein erhängtes Kind ist. Okay. Das schreit doch noch Rückblende Jessica, oder? Wenn wir uns die genauer angucken. Die sieht aus, als hätte sie noch Leber, um ehrlich zu sein. Schling ist auch irgendwie nicht ganz zugezogen. Das hätte man auch besser animieren können. Aber wir gucken sie uns mal an. Oh Mann. Will ich du hier? Ich muss natürlich. Und jetzt ist er fort. Ja. Solche Nettigkeiten leistet man sich in solche Horrorspiele. Na, herzlichen Glückwunsch. Erhängte Kinder. Ich nehme mal an, es ist die Jessica. Weil die hat immer wieder so ein Flashback und die hat eine Schuluniform getragen. Okay. Also der Knorze Papa hält mal wieder seine erbauliche Rede. Jösses, du kannst auch in eine normale Ton retten, Papa Knot. The chapel. I can see the chapel. Okay. How far did this go? I'm feeling my teeth like the sound of scissors. Bäh. Nicht so gut. Neues Templegate. Okay, da haben die anscheinend ein altes Dorf und ein neues Dorf. Schätze ich jetzt mal hier. Okay, durch den Neville sehe ich jetzt hier natürlich nichts. Aber die scheinen alte und neue Kirche oder so zu haben. Das ist ja ein riesiger Komplex, jetzt mal ohne Witz. Das muss ja jede Menge Leid gebraucht haben, damals, die das aufgebaut haben. Ich weiß ja nicht, wann das gebaut worden ist, alles. The chapel. Ja. Somebody there will know where they've taken Lynn. Genau, die werden auch bestimmt mit mir retten wollen. Jetzt haben wir da immer noch 4 Batterien auf Reserve, das ist immer noch sehr That gut. has to be the chapel. Ja, und ich glaube auch, dass das die Kapelle oder die Kirche sein muss, in die wir gehen. Hat zumindest eine Glocke. Auch wenn die ein bisschen 2D wie aufgemalt aussieht, aber das ist egal. Glockenturm spricht eher von Kirche. Da sollte man dann hingehen. Okay, da müssen wir vielleicht drüber springen. Was anderes sehe ich jetzt nicht an Möglichkeiten. Okay, er kann sich hier entlang quetschen. Na gut, das ist natürlich besser. Mann, oh Meter. Ja, also ab zur Walzemer Martinskirch und da finden wir bestimmt jemand, der uns helfen kann. Ja, wie sieht's dann aus? Okay. Da liegt wieder einer, so ein freundlicher Dörfler. Bitte steh nicht auf. Danke. Ich mag das nicht, wenn die Kerle aufstehen. So, okay. Wir müssen wieder nachladen. Und ja. Du kommst mal nicht hoch.
Der hat zwar Taschenlampe gehabt, aber keine Batterie dabei. Was wir jetzt so hinkriegen. Warum die als tot rumliegen? Sind es dann die Ketzer, die in ihrer Siedlung hier als überfallen? Oder kriegen die einfach irgendeine Krätze oder sowas, an der sie sterben? Ich weiß es nicht. Die sehen ja nicht so wirklich gesund aus, die Leid. Ihre Geschwüre und was sie alles haben. Entweder Krankheit oder irgendein satanistischer Fluch oder sowas. Ja, was haben wir denn da? Es scheint Blut zu sein oder ähnliches. Okay, da können wir wahrscheinlich durch. Da müssen wir höchstwahrscheinlich auch durch. Weil so offen in die Siedlung rein spaziere, ist wohl eher nicht der Fall. Und ich glaube, die Knabe haben irgendwie so Vorliebe für Folterkeller. Mann, oh Meter. Also Templegate ist definitiv eine Reise wert, wenn man Masochist ist und wenn man selber ein Sadist ist. Dann findet man hier definitiv sein Erholungsurlaub Nummer 1. Boah. Unser persönliches Paradies. Oh Mann. Ja, quetsch dich ruhig durch. Was zur Hölle? Moment mal. Was war denn das? War das irgendein Hund oder irgendwas? Irgendwas hat geknurrt. Da komme ich nicht durch. Glaube ich. Oh, ich weiß nicht, was ich machen muss. Wo ich hieß soll. Ah, okay, da könnte ich versuche hochzukommen. Das geht nicht. Oh. Hier vielleicht durchquetsche, ja. Okay, das kann er. Mist. Boah, ist das schlimm, wenn man das als erster Durchgang macht. Nicht weiß, wo man hin muss. Und was man teilweise für Möglichkeiten hat. Das sind wieder die Sekt, die sie da gezeichnet haben mit ihrer eigenen Sache hier. Da ist wieder Sweet Corn, also wieder süße Mais. Da scheinen sie hier wohl auch zu bauen. Oh Mann. Und mal wieder Skinner. Oh Mann. So ein elender Mist. Und die Musik, die macht's auch nicht gerade besser, so wie die aufgespießte Boppe hier, die Boppe-Cap. Ach, wir flüchten uns mal hier rein. Das in Rot geschrieben könnte man wieder von Val sein. 9. März, noch mehr tote Kinder. North sagt, in solchen Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa North sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache, lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Ich erwache heute im Glauben, vom Blut aus dem Haus eines Kindes benetzt zu sein. Aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Vision und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr. Doch sie ist nicht heilig. Okay, das könnte so Einsteigernotiz sein, wie Val überhaupt erst zu dem Satanismus gekommen ist. Ja, Vals Tagebuch Teil 3. Das Rote wird wohl immer von Val sein. Und ich glaube, das sind jetzt so Hinweise darauf, wie die so Satanistin-Woche ist. Satanistin-Woche bin. Und ja, die scheint es anscheinend geil gemacht zu haben, hier die Kinder mit dem Kehleschlitzer auszustatten. Und dann zu opfern. Na, herzlichen Glühstrumpf. Das ist so widerwärtig und so hassenswert. Genauso wie die Boppe hier. Oh, Mann. Ach du liebs, Herr Gettel. Nicht jetzt, sag ihr, liebe Leid. Heute haben wir zwar nicht allzu viel erlebt, nur ein bisschen gewandert. Aber ich mache an der Stelle hier wieder einen Cut, da die 20 Minuten erreicht sind. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 auf Pelzig, wo wir dann wieder weitergehen Richtung Kapelle. Also machen's gut und bis morgen wieder. Bleiben am Ball, es wird bestimmt wieder richtig heftig hier. Eiern. Yankee.